dying time to the New Jerusalem is not considered, for thou art now in the realm known as eternity, where time is no more. As we left the earth, the weather was stormy with heavy overcast. But the report from the New Jerusalem is, as it always will be, a beautiful day without a cloud. Above all distraction, above every doubt, you have my attention here right now. Love from the outset, yours from the start. You broke through the darkness to have my heart. I'm lost to the world, in you forever. In a love that never fades, in a hope that never sways. You'll never let go. This love is wild, wild. You got me reaching for the sky. Now I'm spinning over why you'll never let go. This love is wild, wild. This love is wild, wild. This love is wild, wild. We're breaking the silence with heavenly sound, louder than thunder, shaking the ground. When fear comes to find me, I will be found. Here in your presence, your freedom is now. I'm lost to the world, in you forever. Down in a love that never fades, in a hope that never sways. You'll never let go. This love is wild, wild. You got me reaching for the sky. Now I'm spinning over why you'll never let go. This love is wild, wild. This love is wild, wild. This love is wild, wild.
Hallo. Kommt doch alle führen, sitzen an. Genau. Genießt da oben mit uns. Herzlich willkommen. So schön bist du da. Mega cool. Ich bin völlig überwältigt. Normalerweise, wenn ich da oben stand, ist jemand da. Und das ist Debbie, die sowieso mitschafft hier. Genau, es freut mich mega, euch alle zu sehen. Mega cool. So schön bist du dabei im Livestream. Super hast du eingeschaltet. Es ist ein spezieller oben, ein besonderer oben. Jesus sitzt neben dir auf dem Sofa. Lass uns zusammen eintauchen. Stand auf daheim, stand auf da in der Halle. Lass uns parat machen, um Jesus anbeten mit unserer physischen und unserer Herzenshaltung. Stehen wir auf. Jawohl! Wir werden starten mit dem, dass wir Gott Lieder singen nachher. Mach dich ready, mach dein Herz auf für das, was er heute so oben sagen will während dieser Worship-Zeit. Und vor allem, setz den Fokus drauf. Wir werden unseren Gott arbeiten. Sind ihr bereit, heute so das machen? Sind ihr mit mir? Ich höre euch nicht so gut. Sind ihr da? Alright, let's do this. Wir werden in deine Gegenwart kommen. Wir werden dich einladen heute oben. Sei du bei uns. Wir werden dich spüren und sehen und erleben heute. If I down and fall, it's evil gains control. Forgiveness stays with me. And if I fail to see what you're holding for me, faith you show remains. 'Cause with you I still believe, Jesus, you help me believe that you've never given up on me, that there is hope for me. To see your face, 'cause my life is incomplete if you're not here with me. Spirit, come live in me, 'cause with you I still believe, Jesus, you help me believe that you've never given up on me, that there is hope for me. There is hope for me. Yeah.
Hey, heute oben ist ein ganz besonderer Oben. Und du wirst dir vielleicht fragen, wieso, was läuft jetzt Spezielles heute oben in diesem Gottesdienst? Und ich kann dir etwas sagen. In diesem Gottesdienst bestimmst du, ob etwas Spezielles läuft oder nicht. Weil du kannst dein Herz aufmachen heute oben und sagen, Gott, ich will, dass du mir begegnest. Weil was so unglaublich ist an unserem Gott, ist, dass wir so oft in genau die verkehrte Richtung rennen und in genau die verkehrte Richtung gehen, von dem, wo wir eigentlich genau in unserem Herz wissen, hey, eigentlich will mich Gott doch dort haben und ich renne jetzt gerade voll dort durch. So oft sind wir irgendwie noch anders, als wir eigentlich wollen sein und als wir wissen, dass Gott uns will haben. Aber ich kann dir heute oben so eine gute Nachricht weitergeben. Gott bleibt trotzdem bei dir. Gott rennt dir trotzdem nach. Jesus lässt sich nicht beeindrucken von deinen Fehlern, sondern er hat deine Fehler damals am Kreuz schon lange auf sich genommen. Es ist vorbei, es ist vollbracht. Jesus hat dich befreit und rennt dir jeden Tag hintendrein. Und du kannst nichts dafür machen, kannst nichts dafür tun. Und das ist das, was mich manchmal so stresst so in unserer heutigen Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, ich muss etwas machen und dann gibt es etwas. Aber das stimmt bei Jesus eben nicht. Jesus kommt, klopft an deine Tür, rennt dir nach die ganze Zeit. Seine Gnade ist grösser als alles, was du dir vorstellen kannst. Seine Annahme ist grösser als alles, was du dir vorstellen kannst. Und ich lade dich heute oben ein. Lass da oben nicht an dir vorbeigehen, ohne dass du dein Herz genau für das aufmachst. Genau für das. Ob du hier in der Halle bist oder ob du im Livestream zuschaust. Schau, Gott ist überall, Jesus ist überall, Jesus ist da und er will zu dir. Er will dich mit seiner Gnade überschütten heute oben. Und das, was du kannst machen, ist einfach deine Arme aufmachen, dein Herz aufmachen und sagen, Jesus, ich bin ready für das. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Jesus für genau das Danke sagen können heute oben. Für das er die Gnade für uns hat, wo wir uns nicht vorstellen können, dass sie wirklich da ist, aber sie ist es eben. Und sie ist grösser als das, was du dir vorstellen kannst. Mach deine Augen zu, wenn du das möchtest, dann heb deine Hände auf, geh auf die Knie, mach das, wo du spürst, wo du dich kannst ausdrücken kannst, wenn du das hörst von dieser Gnade. Tauch in die Songs ein, heb dein Herz weit offen. Jesus wird dir begegnen heute oben. Jesus, ich danke dir, für dass du da bist, für dass du in diesem Raum bist, für dass du in unseren Herzen bist und für dass du uns nachjagst. Und nicht aufhörst, egal was wir machen, egal wo wir durchrennen, dass du immer einen Weg findest, um zu uns zurückzukommen, Gott. Ich danke dir für deine Gnade, die grösser ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Und für dein Opfer, das du da hast, wo alle meine Fehler und alles Negative in meinem Leben so fest überschattet. Danke, liebst du mich. Und danke, bleibst du immer bei mir, Jesus. Bist du weiter weg, hast du nicht gesagt, du willst immer bei mir sein, du willst immer bei mir sein. Komm und wohn in mir. Komm in mein Herz, bleib in meinem Herz. Nimm mich völlig ein, ich sehn mich nach dir. Hey. Du bist jetzt da und du bist nie wieder weg, denn du hast gesagt, du willst immer bei mir sein. Du willst
verlass mich auf dich, ich verlass mich auf dich, ich verlass mich auf dich. Ich verlass mich auf dich, ich verlass mich auf dich, ich verlass mich auf dich. Mit mir ganz vorne an, treibst mir niemals etwas noch. Es gibt nichts, wo du nicht vergisst. Du nennst mich dein Kind für immer, es ist für immer. Du nennst mich dein Kind für immer. Für immer. Ich Gott und ich bin's nicht und trotzdem gehst für mich so weit. Du verschenkst dich an mich. Du definierst Geduld an mir, dich rebelliert, doch du liebst still. War ich so wie du? Du nennst mich dein Kind für immer, es ist für immer. Du nennst mich dein Kind für immer, es ist für immer. Kein Fahrer und kein Schuld, nichts ist groß für deine Gnade. Kein Fahrer und kein Schuld, nichts ist groß für deine Gnade. Du vergisst mir alles und machst alles neu. Kein Fahrer und kein Schuld, nichts ist groß für deine Gnade. Kein Fahrer und kein Schuld, nichts ist groß für deine Gnade.
Was ich suche, ist wahre Liebe. Und ich renn bis zur Erschöpfung. Doch das ist gar nicht, was du willst. Gott, du wirfst schon meine an. Sicht vor wahrer Liebe. Du hast geliebt bis zur Erschöpfung. Das Fundament für immer gelegt. Deine Gnade entwaffnet mich. Sie trifft mich mit ins Herz. Und deine Gnade entwaffnet mich. Sie trifft mich mit ins Herz. Deine Gnade und nur sie errettet und macht neu. Deine Gnade, Jesus, errettet und macht neu. Gott, ich weiß um deine Annahme. Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Und weil die Liebe mich so frei macht, wow, bin ich frei zum alles kann. Wow, deine Gnade entwaffnet mich. Sie trifft mich mit ins Herz. Deine Gnade und nur sie errettet und macht neu. Deine Gnade, Jesus, errettet und macht neu. Wow, sie macht neu. So wunderschön. Gott unendlich groß, lass mich nie mehr los. Hilf mir neu zu verstehen, deine Gnade, sie bleibt bestehen. Gott unendlich groß, lass mich nie mehr los. Hilf mir neu zu verstehen, deine Gnade, sie bleibt bestehen. Gott unendlich groß, lass mich nie mehr los. Hilf mir neu zu verstehen, deine Gnade, sie bleibt bestehen. Gott unendlich groß, lass mich nie mehr los. Hilf mir neu zu verstehen, deine Gnade, sie bleibt bestehen. Deine Gnade und nur sie errettet und macht neu. Deine Gnade, Jesus, errettet und macht neu. Wo? Hey, so gut, ihr dürft gerade stehen bleiben. Wenn ihr wahrscheinlich durch den Gang reingekommen sind, dann hat ihr rechts vor euch so ein kleines Pföstchen gesehen und dort steht Gebetsanliegen drauf. Und das ist nicht etwas, das wir aufstellen als Deko oder wenn wir finden, ja, es hat dort noch Platz und irgendetwas muss dort noch annehmen, sondern wir nehmen das ernst.
wenn du etwas hast, wo du sagst, hey, ich hadere schon so lange und ich trage das schon so lange mit mir um, dann darfst du mega gerne dort vorbeigehen, so einen Zettel nehmen und ausfüllen, dein Gebetsanliegen und das mit uns als Gemeinde teilen. Wir nehmen das mit und werden für das beten. Das werden wir auch gerade nachher machen. Und wenn du jemand von diesen Personen bist, die lang schon für etwas gebetet hat und das ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen, dann werden wir auch Teil an dem haben. Und darfst du auch, es hat dort auch Zettel, du darfst deinen Namen draufschreiben oder auch anonym lassen und uns Teil haben an dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat, in dem, was er geschaffen hat, dass wir dafür als Gemeinde dankbar sind. Genau. Und als eine Karte ausgefüllt worden ist, da drauf steht Folgendes: Einem befreundeten Ehepaar geht es zurzeit ziemlich schlecht. Sie haben einfach keine Kraft mehr. Das macht mich sehr traurig und ich wünsche mir so sehr, dass es ihnen wieder besser geht und Gott sie ganz von ihrem Leiden befreit. Bitte betet mit mir. Lass uns das ernst nehmen. Wir glauben daran, Gott kann dort reinkommen. Es ist sein Wunsch, es ist sein Wille, dass dort Helligkeit und Frieden reinkommt. Beten wir für sie. Jesus, danke, bist du das Licht. Und wir sprechen jetzt dieses Licht in das Ehepaar, in die Beziehung, in die Familie hinein. Dieses Licht, Jesus, soll reinkommen, soll dunkle Stellen hell machen. Und das nicht einfach so symbolisch und weil es genau tönt, sondern dass es praktisch anfassbar eine andere Atmosphäre in dem Moment, in dieser Ehe ist. Dass es das jetzt gibt, das sprechen wir dort rein, dass dein Frieden reinkommt, dass Versöhnung passiert, dass eine neue Sensibilität, ein neues Verständnis füreinander da ist, dass du beiden eine Perspektive gibst für den anderen. Und du sie einfach aus Umständen, wo sie einfach anbeziehen, dass du sie nicht einfach, ja, ich bete nicht, dass du sie einfach rausreißt, aber dass du eine Freiheit in ihnen innerlich schenkst. Und eine Leichtigkeit dort reinbringst. Jesus, danke, bist du bei ihnen, lass sie das sehen, dass du sie mit liebenden Augen anschaust und sie wissen, dass sie mit dir dort durchkommen. Amen. Ihr dürft mega gerne Platz nehmen. Endlich. Wenn du uns zwei nicht kennst, dann ist das für mich ein recht grosses Indiz, dass du vielleicht noch nie im ICF gesehen bist. Das ist Safi. Genau. Und der Bruce. Wir sind eigentlich tagtäglich da. Nein, nicht tagtäglich. Aber jeden Sonntag triffst du uns sicher am Morgen oder am Abend an. Genau. Und wenn du neu da bist, dann komm unbedingt auf uns zu. Wir wollen dich mega gerne kennenlernen. Und wenn du nicht nur uns zwei Bananen hier auf der Bühne willst kennenlernen, sondern auch noch andere Leute, dann kannst du am 5.12., das ist auch ein Sonntag, kannst du an Welcome-Apero kommen. Der findet statt nach dem Morgengottesdienst am 11:45 im Office, das ist das Gebäude, wenn du rausgehst, geradeaus. Und dort kannst du einen mega nice Apero Riche genießen und Leute kennenlernen, unsere Kirche kennenlernen, ein bisschen darüber erfahren, was wir eigentlich hier den ganzen Tag so machen. Vielleicht auch den Ralf ausfragen, wie das denn überhaupt entstanden ist oder was das ICF-Movement ist, für was ICF überhaupt steht. All die Fragen, die du dir vielleicht stellst, werden dort beantwortet. Und auch am Abend gibt es die Möglichkeit, da haben wir auch ein Welcome-Apero, nach dem Gottesdienst auch um die 8:45, auch wieder im Office. Und melde dich unbedingt an auf icf-basel/welcome-apero. Es ist sehr einfach zu finden, genau. Damit wir richtig planen können, um den Apero Riche auch wirklich für dich da zu haben und dass du dann nicht kommst und es hat kein Essen für dich dort. Genau, das wäre mega cool. Ich hätte mega Freude, ein paar Gesichter von euch dort zu sehen. Hey, also ich kenne kaum einen Ort, wo man einfach mal kommen kann und dann direkt mal ein Apero mit dem Chef da fahren. Das finde ich noch geil. Also, Alles seid dabei. gratis. Das ist mega gut, alles gratis. Sehr schön. Hey, das ist etwas für neue Leute unter uns und etwas, was für neue Leute auch ist. Das ist für uns immer die Weihnachtszeit. Mehr als ICF Basel. Wir lieben Weihnachten, wir lieben Christmas, weil das ist immer die Saison, wo auch Leute, die sagen, Kirche, lieber nicht, die auch mal sagen, okay, es war vielleicht wieder mal Zeit, ich traue mich wieder mal rein. Und uns ist das so ein Anliegen. Wir sind eine Kirche mit einem Herzschlag für Leute, die Jesus noch nicht kennen, die Kirchenfan sind, dass sie Jesus kennenlernen können. Und darum ist es immer unsere Chance, zu sagen, hey, komm doch mal mit. Und darum tun wir auch unser Programm um Weihnachten herum immer mega auf das anpassen, dass neue Leute sich wohlfühlen, dass sie verstehen, was wir erzählen und dass sie Jesus kennenlernen können. Letztes Jahr ist nicht viel physisch vorgesehen. Wir haben ein schönes Video gemacht, das du auch dieses Jahr wieder auf unserem YouTube-Kanal kannst anschauen kannst. Aber wir dürfen das mal wieder physische Celebration hier machen. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Also, wir haben am 24. an Heilig oben
Da kannst du mit deiner Familie, wo du noch vielleicht zusammen feierst, kannst du am 5 Uhr da ankommen. Da gibt es eine knackige Weihnachtscelebration mit schönen Weihnachtsliedern, besinnlich, mit Kindertheater und einer schönen und einer starken Botschaft. Und dann kannst du direkt am 6 Uhr bis spätestens da draußen weitergehen an dein familiäre Weihnachtsessen. Und auch traditionell am Sonntag vor Weihnachten, das ist der 19.12., haben wir unsere Christmas Celebrations den ganzen Tag, 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 19.00 Uhr. Und das ist wirklich gedacht, dass du deinen Arbeitskollegen, deine Nachbarin und wer auch immer, deinen Bruder, deine Stiefmutter mitnimmst, dass du den Link im Livestream einem Kollegen schickst. 10.30 Uhr gibt es auch Livestream. Also nimm dort wirklich jemanden mit und feier mit uns Weihnachten, um das, was es wirklich am Weihnachten geht. Aber wir haben nicht nur Programm in den Celebrations, in der Weihnachtszeit gibt es noch mehr bei uns. Genau, wenn du so bist wie ich und einmal in der Stadt Tramli fährst und denkst so, oh, der Barfi, es ist alles voller Lichtli und Weihnachtsmärkte. Aber ich wollte heute am Abend in den Gottesdienst wählen und ich kann jetzt gar nicht an den Weihnachtsmarkt. Das ist kein Problem mehr dieses Jahr. Weil wir haben einen Weihnachtsmarkt hier aussen mit lauter Stand, wo wir extra von einem Schreiner aus unserer Mitte haben machen lassen. Ich bin sehr stolz. Ich finde das mega cool, ich weiß nicht. Genau. Und dort kannst du Glühwein bekommen, du bekommst Waffeln, Crepe, alles, was dein Herz, alles, was dein Herz begehrt, genau, kannst du dort bekommen. Und das ist immer 2 Stunden vor der Celebration am Oben und 2 Stunden nach der Celebration. Also vom 12 Uhr bis am 2 und vom 5 Uhr bis am 7 Uhr. Genau, also seid dabei, genießt Gemeinschaft und mega gutes Essen und tolle Glühwein. Genau, mit uns zusammen, um vielleicht auch Leute kennenlernen oder einfach noch ein bisschen die Weihnachtsstimmung genießen hier vor dieser wunderbaren Lehmathalle. So gut, das ist das, was noch kommt. Was machen wir heute? Heute, ihr merkt es so, es sind mega viele, ich bin mega geflasht, dass so viele Leute da sind. Ich hoffe, es ist wegen dem SNS. Genau, SNS, der gehört, es ist ein Special Sunday. Aber ich will noch gar nicht zu viel verraten. Und Film ab. Mach was du willst, finde dein Glück, es geht um dich. Hat er nicht gesagt? Du bestimmst, wem du vergibst, mach wie du denkst. Hat er nicht gesagt? Am Ende zählt nur was du tust, du bekommst, was du verdienst. Es wird keine schlechten Tage geben, immer Sonne, niemals Regen, immer easy, alles peasy, es tut mir leid, das hat er nie gesagt. Nie gesagt. Hat er nicht gesagt? Nie gesagt. Hat er nicht gesagt? Nie gesagt. Hat er nicht gesagt? Jawohl. So gut. Ihr seht, wir sind immer noch auf der Bühne. Normalerweise steht der Herr oder ein anderer Herr. Oh, hoffentlich immer mehr auch eine Frau. Auch eine Frau. Ja. Ich habe gerade gedacht. Steht alleine auf der Bühne mit so einem schwarzen Pültli. Heute ist das mal wieder nicht der Fall und ich bin sehr erfreut, weil wir haben ein Sunday Night Studio. Die das nicht wissen, ich erkläre es schnell. Das ist ein Format, wo wir ganz interaktiv mit allen, die jetzt hier sitzen und mit allen, die daheim wahrscheinlich am Kaffee schlürfen sind, wo ihr könnt interaktiv Fragen stellen zu der Serie oder normalerweise zu der Predigt, die am Morgen war. Und heute haben wir so ein mega Special Sunday Night Studio, weil wir über eine ganze Serie den Ralf ausfragen dürfen. Und ich freue mich mega fest, dass das wieder mal stattfindet. Das ist eigentlich mein Herzensformat. Ich finde das so cool, wenn man irgendwie interagieren kann und wissen, was denkt ihr zu den Sachen, die hier oben gesagt werden und irgendwie auch, was ist vielleicht noch nicht so übergekommen, wie ihr es wollt als Pastoren. Genau, das finde ich mega, mega cool. Hey, ja schön, Ralf, bist du dabei? Und wie Safi gesagt haben, es ist Zeit für euch, um eure Fragen zu stellen. Können wir schnell die Slide hinten haben? Ihr könnt jetzt eures Nattel zücken, den QR-Code einscannen und dann könnt ihr entweder Fragen, die es schon gibt, so abvoten und sagen, das interessiert mich auch, oder könnt eure eigene Frage reinstellen. Das ist wieder sehr spannend, weil es geht ja um eine ganze Serie. Und kurz, dass ihr hört, für die vielleicht nicht so drin sind, hat er nicht gesagt. Es geht darum, um Sätze, wo wir denken, ja, das hat der liebe Herr Jesus doch mal gesagt, zu Lebzeiten. Aber eigentlich, wenn man die Bibel genauer schaut, sieht es ein bisschen anders aus. Und Ralf, ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich muss sagen, die Serie war sehr herausfordernd. Und mir hat es auch ab und zu ein bisschen erstaunt,
ich bin schon sehr lange in dieser Kirche und ich habe hier einen Jesus kennengelernt, der mir auf Augenhöhe begegnet, der mir mit Gnade begegnet, der mich versteht und mir immer noch mal eine Chance gibt, die für mich da ist. Und in dieser Serie ist einfach so bam, 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 wenn es dir nicht passt, da ist die Tür. Deine Taten bringen dich in den Himmel, wenn man es ein bisschen überspitzt darstellt. Das kannst du ja nachher darauf eingehen. Und einfach sehr viel so, wow, okay, dann muss ich irgendwie leisten oder den Finger mal hinten rausnehmen. Es ist recht heftig zu und her gegangen. Was ist passiert? Wieso habt ihr euch als Leitung entschieden für die Serie? Haben wir unsere Theologie geändert als ICF Basel? Nein, wir haben unsere Theologie nicht geändert. Das ist nicht ICF 2.0 jetzt. Wir haben immer noch den Jesus, der uns auf Augenhöhe begegnet. Aber weil er uns auf Augenhöhe begegnet, sagt uns das manchmal sehr deutlich der Meinung. Und wir haben den Eindruck gehabt, wir sollten wirklich das mal so bringen, was hat Jesus eben auch nicht gesagt. Dinge, wo man so allgemein als christlich vielleicht so erlebt oder hört und irgendwie sich zurechtgebogen hat. Und wir haben gesagt, nein, das sind ein paar Vorstellungen von dem Jesus, der vielleicht ab und zu lieb ist oder uns einmal über den Kopf streichelt und sagt, oh, du bist ja lieb, tu auch, Bruce und so, ich verstehe dich ja. Schön. Ja, er versteht uns schon, aber er mutet uns Dinge auch zu. Das Neue Testament, die Bibel mutet uns Dinge zu und das ist wichtig, ab und zu mal wieder wirklich deutlich zu sagen, Nachfolge Jesu ist auch eine Zumutung. Aber Theologie haben wir aus dem Grund nicht geändert, sondern sie war schon immer dabei. Wir haben schon andere herausfordernde Predigtserien noch früher schon gemacht und letztes Jahr gemacht und über alles Mögliche schon herausfordernd geredet, auch über Sex, nein, ist egal. Da kommen wir dann vielleicht später noch dazu. Zum Sex? Okay. Ja, okay. Aber das ist nicht wirklich ein Thema in dieser Serie. Aber wir fangen mal an mit dem, was du gestartet hast. Übrigens für euch alle, die sagen, okay, das finde ich jetzt gerade, mein Interesse wird geweckt, aber ich habe nicht alles mitbekommen. Auf unserem Kanal, also wenn du ICF Basel YouTube googelst, findest du die ganze Serie. Wenn du auf unser Instagram folgst, dann siehst du die Reels, die immer so Ausschnitt hat von den Predigten, die die bringen. Und so ein bisschen die provokanteren Ausschnitte, die provozierenderen, die haben wir auch gepostet. Und fangen wir doch gerade mal mit dem ersten an, mit einem Statement von dir, wo du zur Predigt haltest, alles easy. Hat er nicht gesagt, nie gesagt. Hat er nicht gesagt. Glaube an Jesus ist häufig als eine Art Schutzimpfung verstanden worden. Irgendwann bin ich mal geimpft worden mit dem christlichen Glauben. So eine ganze Dosis Heiliger Geist in mich hineingekommen. Und das bewahrt mich jetzt wirklich vor üblen Leben. Und der wöchentliche Gottesdienst oder Small Group ist dann quasi wie eine Auffrischungsimpfung zu verstehen. Und da heißt es denn, jeder, der den Willen meines Vaters tut, der wird hier auf der Erde schon finanziell gesegnet werden. Das wird niemand sagen, aber so ein bisschen hofft man denn schon, wenn man spendet, dass man nicht zu kurz kommt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles, was du dir wünschst, wird dann auch hinzugefügt werden. Hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dass wir keine schlechten Tage sehen werden. Er hat auch nicht gesagt, dass es uns gesundheitlich immer gut gehen wird oder finanziell es immer gut herauskommt. Er hat auch nicht gesagt, dass alle unsere Gebete erhört werden. Was hat er denn gesagt? Ja, was hat er denn gesagt? Genau, also kein happy-clappy Leben hat er uns nicht versprochen. Wir haben da gerade eine Frage aus dem Slider zu diesem Thema. In der ganzen Serie ging es darum, Jesus nachzufolgen und nicht unserem zurechtgestutzten Bild von Jesus. Aber warum soll man das tun bei diesem hohen Preis? Ohne große Versprechungen, was bringt einem das denn schlussendlich, Jesus nachzufolgen? Ja, das ist wirklich eine Kernfrage dann. Es ist das Beste, was einem Mensch, glaube ich, passieren kann, mit seinem Schöpfer zusammenzukommen und Jesus nachzufolgen. Aber das heißt nicht automatisch, dass unser Leben, wie gesagt, alles immer easy peasy ist und deswegen alles nur gut funktioniert. Aber im Kontakt zum Schöpfer können wir auf dieser Erde was leben und was aushalten und ein Zeichen setzen, wo es gibt keinen höheren Sinn in unserem Leben. Nichts Erfüllenderes, wie wirklich mit unserem Schöpfer zusammenzukommen. Obwohl manches im Leben gar nicht funktioniert, obwohl manches vielleicht immer schwierig bleibt und man krank bleibt und Schicksalsschläge eintreffen. Es gibt nichts Erfüllendes, als mit seinem Schöpfer zusammenzukommen. Und deswegen lohnt sich das, absolut. Also eine Frage von der Erfüllung, etwas, was innerlich passiert. Ja, definitiv, ja. Ja. Also es ist dann eben, die Umstände können sich ändern, aber eben es ist, die Verbindung ist das, was zählt, sagst du.
Genau, die Umstände ändern sich. Vielleicht müssen wir ein bisschen wegzoomen von uns hier Christen in Westeuropa. Millionen, Milliarden Christen auf dieser Erde erleiden zurzeit wegen ihrem Glauben Verfolgung. Die werden konkret verfolgt, die werden irgendwo angesperrt, die haben Probleme bis zum Bach aber und halten an Jesus fest. Man könnte sagen, ja, was bringt das denn? Ja, es bringt die ins Gefängnis in manchen Ländern, zum Beispiel China. Ja. Das bringt dich konkret ins Gefängnis. Und warum bleiben wir immer noch bei diesem Jesus? Weil nichts Erfüllenderes in unserem Leben gibt, als mit unserem Schöpfer zusammenzukommen. Und ich glaube, manchmal in unserem, sage ich mal, sehr wohlhabenden Lebensstil, den wir hier haben, geht das ein bisschen unter, dass nicht einfach darum geht, ein bisschen ein Lebensverbesserungsprogramm aufzubauen mit Jesus, sondern wirklich die Verbindung zum Schöpfer zu pflegen und dann der tiefste Friede und auch der tiefste Erfüllung zu finden von unserem Menschsein. Und du hast auch angetönt in dieser Predigt, dass Schicksalsschläge, wie du sie vorher auch angetönt hast, dass die nicht von Gott kommen, dass er das nicht verursacht, aber dass er das schafft, sie in dem Sinn, wenn man offen ist für sein Wirken in seinem Leben, etwas umzuwandeln, wo wieder eine neue Frucht, eine neue Pflanze sozusagen zum Blühen kann bringen in deinem Leben. Würdest du denn sagen, ich habe dich etwas Ähnliches schon mal im Online-Studio gefragt, braucht man denn einen Schicksalsschlag im Leben, dass man so richtig versteht, was für einen Wert Gott im Leben hat? Nein, ich würde sagen, nein, es braucht nicht einen Schicksalsschlag. Ich wünsche das keinem einzigen, irgendeinen Schicksalsschlag zu erleben, wo das Leben aus den Fugen geht. Das glaube ich nicht, dass das gebraucht wird. Aber Gott kann das ohne weiteres gebrauchen in unserem Leben, dass wir eine höhere Realität in unserem Leben verankert werden, in der Beziehung zu Gott wirklich wachsen dürfen. Und manchmal werden Dinge sogar, die ursprünglich schlecht angefangen haben, hinterher wenden sie sich zum Guten. Vielleicht schon im Diesseits. Ja. Vielleicht schon im Diesseits. Mit einer kleinen Andeutung. Es kommt noch etwas nachher. Gut. Hast du noch eine Frage gesehen im Slido zu dem Thema? Nein, nicht direkt zu dem, nein. Okay. Also wenn ich jetzt das richtig verstanden, wenn wir jetzt so ein bisschen die Predigt, eben, es ist nicht alles easy, wo Jesus sagt, irgendwie so ein bisschen zusammenfasst, es ist die Erfüllung, die innerlich passiert. Umstände können sich ändern, Gott kann sogar äußerliche Umstände nutzen, um auch sich selber zeigen in deinem Leben. Gehen wir doch mal weiter. Jetzt ist es noch ein bisschen einfach gewesen, weil das ist eine Predigt, die du gehalten hast, aber der Mats hat zum Thema YOLO, genau, was ist der Untertitel? Weißt du es noch? Wir sehen es sonst gerade im nächsten Video. Hat er nicht gesagt, nie gesagt. Hat er nicht gesagt. Jesus sagt genau das Gegenteil. Es kommt sehr wohl darauf an, was du machst. Und dann ist nicht wichtig, sagt Jesus, was du geglaubt hast, ob du in die Kirche gegangen bist, ob du getauft bist, ob du in der Bibel gelesen hast oder was deine Herzenshaltung ist. Versteh mich nicht falsch, das ist alles auch wichtig. Aber entscheidend ist etwas anderes. Entscheidend ist, und das sage jetzt nicht ich, gell? Das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Worte von Jesus. Entscheidend ist, ob du den Willen vom Vater im Himmel gemacht hast. Es ist also nicht entscheidend, was du in deinem Leben mit deinem Maul bekennt hast, sondern es ist viel entscheidender, ob du mit deinen Handlungen dem Bekenntnis nachkommst, das du aussprichst. Wenn du Jesus hier zuhörst, ist es schon noch krass, dass Jesus das Zeug rauslässt. Hat er das wirklich so gemeint? Ich glaube, der Untertitel zu dem ist irgendwie gesehen, es geht nur um dein Herz und deine Taten sind egal. Dazu haben wir auch gerade eine Frage aus dem Slide, und zwar, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen im 21. Jahrhundert? Wir können ja nicht alles kopieren, was er gemacht hat. Und das ist mir auch, die Predigt hat mich irgendwie am meisten geprägt aus dieser ganzen Serie, weil ich irgendwie seit klein auf erzählen alle, ja, weißt, es geht um dein Herz, du meinst es ja gut, du kannst ja nichts dafür, wenn das passiert ist und Gott schaut ja nur aufs Herz, wir sind ja nur Menschen, wir sind ja nicht Gott selber. Und da habe ich mir das auch, habe ich mir die Frage auch gestellt, wie sollen wir denn als Menschen können so handeln wie Gott, wenn ja Gott aber, also wenn Jesus ja Mensch war, aber trotzdem auch Gott. Also wie sieht denn das aus für uns heute wirklich? Ja. Nächste Frage.
Ich finde, das ist eine spannungsvolle Aussage und auch der Bibel hält uns in der Spannung drin, zu glauben, unser Herz, eine Herzenshaltung zu sein und gleichzeitig challenge sie uns und fordert uns extrem heraus, auch eben den Willen des Vaters zu tun, also irgendwo eine konkreten Aktion zu machen. Wie kann das aussehen für dich? Wie kann das aussehen für mich? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich in unserem beruflichen Umfeld, in unserem familiären Umfeld, in unserem Nachbarschaftsumfeld und so weiter. Ich denke, wir sind auf verschiedenste Weise gefordert und herausgefordert. Ich glaube, wenn ich jetzt mein eigenes Leben betrachte, was kostet mich zum Beispiel meine Nachfolge, dann würde ich sagen, look, es kostet mich fast alles an Energie immer wieder. Energie, mich auf Menschen einzulassen, wo ich manchmal denke, ich wechsle lieber die Straßenseite. Diese Vollpfosten, wo ich einfach denke, lack mich doch, du ehrlich. Und Jesus erinnert mich permanent daran, Ralf, ja, look, du bist auch so ein Pfosten, hä? Du bist auch einer der, einfach auf der anderen Straßenseite. Ja. Und das kostet mich wirklich als Energie, mit Menschen zusammen zu sein, die nicht nur anders denken, anders ticken, sondern wirklich von mir was fordern auch. Ob sie Vergebung fordern, manchmal fordern sie Geld, manchmal Aufmerksamkeit. Das fordert mich manchmal viel an Zeit, an meiner Freizeit, einfach mit Menschen zusammen zu sein oder in Situationen mitzuhelfen und sich mit zu engagieren, mit zu putzen, irgendwo mit aufzuräumen, Leute zu besuchen, wo ich an sich keinen Bock drauf hätte, und lieber was anderes machen würde. Ich glaube, das sind alles Sachen, wo wir im 21. Jahrhundert tun können, ganz konkret in unserem Alltag. Und sagen, manchmal kostet mich Geld. Einfach Leute fragen und sagen, hey, kann ich mir das geben? Oder über mir normale Spenden darüber hinaus. Ja. Und sagen, kann ich nicht irgendwo engagieren? Es kostet mich was, ja? Es ist wirklich, es ist im 21. Jahrhundert ziemlich real, das zu leben. Hier, aber auch sicherlich an ganz vielen anderen Orten weltweit. Tut das beantworten? Ja, also Ungefähr. Wie das heute kann aussehen, ist eigentlich bei jedem ein bisschen verschieden. Eben, es gibt Situationen, wo es dich wie Geld kosten kann, weil jemand sagt, hey, ich bin in Not, jetzt gerade mega finanziell und ich bräuchte dich jetzt gerade oder deine Finanzen gerade. Oder eben, wie wir es auch bei Manfred schon gesehen haben, dass wir ihm wie dienen, indem dass wir ihm helfen, seine Wohnung auf Vordermann zu bringen. Ja. Genau so. Ja, ich meine, je nachdem, zum Beispiel in welchem beruflichen Umfeld du bist. Wenn du in der Position bist, wo du sag ich mal, viel Einfluss hast oder viele Mitarbeiter hast, dann werden Leute auf dich schauen als Chef oder Chefin und sagen, okay, wie macht er das jetzt? Wenn man weiß, der ist so Nachfolger Jesu oder geht in die Kirche, dann werden Leute genau beobachten, das tun. Kollegen irgendwo an dem Arbeitsplatz oder Studienkollegen werden nachfragen, okay, warum bescheißt du nicht? Warum bist du sogar mutig zu sagen, ich stehe dazu oder ich lüge nicht, obwohl ich es doch vom Vorteil wäre? Und das sind alles die Situationen alltäglich, wo wir alle irgendwo gefordert sind und ja, mehr oder weniger dann herausgefordert sind, jetzt Jesus nachzufolgen und einen Unterschied zu machen. Aber wieso hat denn Jesus das, also das, was er auch zitiert hat, der Bibelvers, oder, wo Jesus eigentlich sagt, wenn ihr werdet anklopfen und so und sagen, wir haben sogar irgendwie Wunder in die Namen da, und dann sage ich kenne euch nicht. Wieso hat er das so krass gesagt? Ist das ein Weckruf an die Audienz? Vielleicht kannst du uns ein bisschen in den Kontext reinnehmen, weil das ist nicht unbedingt so in einer Linie mit Wort, wo ich jetzt, vielleicht ist das nur das, was ich in der Bibel lese, dann suche ich mir Ich glaube, definitiv ist es ein Weckruf. Ein Weckruf an die Personen, die Hörer der damaligen Zeit, wo sich versteckt haben, hinter religiösem Tun. Wirklich hinter religiösem Tun. Und ich denke, in der Herausforderung stehen auch wir. Dass wir uns manchmal, ich gehe an den Gottesdienst, ich spende, ich mache das und so. Und Jesus und wie wegruft, hey, es gibt im Fall noch viele andere Sachen. Und du wirst wirklich mit deinem Handeln auch mal zur Rechenschaft gezogen. Also nicht einfach sich verstecken, ich bin halt ein bisschen für mich fromm, der Jesus und ich, und wir umarmen einen Baum, dann ist alles gut. Nee, das stimmt eben nicht. Und ich glaube, es ist wirklich als Weckruf zu verstehen der damaligen Zeit, aber auch definitiv in unsere Zeit hinein. Ja. Jakobusbrief, wo der Luther extrem Probleme mit hatte und sagte, der Jakobusbrief, der sollte gar nicht in die Bibel rein, spricht ganz viel davon, dass Glaube und Werke zusammenhingen. Und der Luther hat ja dagegen gekämpft, dass man eben nicht aus Werke in den Himmel kommt. Und er hat immer gesagt, die strohende Epistel, also diese hat nicht viel Gehalt. Aber der Jakobusbrief ist voll davon und sagt, wie du redest, daran entscheidet sich das. Was du tust oder nicht tust, daran entscheidet sich den Glauben. Man wird es sehen, den Glauben wird man den Taten sehen können. Und wir müssen die Spannung zusammenkriegen, dass wir uns das auch zumuten und sagen, dass man kann das sehen.
ob wir ein Jesus-Nachfolger sind. Das passt jetzt gerade dazu. Der Mats hat in dieser Predigt auch gesagt, ja, eben, Christen haben so viel Gutes da durch ihre Taten. Wegen uns gibt es zum Beispiel das Bethesda oben, oder das ist ganz klar christlich geprägt, oder dass man den Armen hilft und so. Und ich habe dann irgendwie gefunden, es ist so schwierig, finde ich, trotzdem als Christ irgendwie, obwohl man so gute Werte hat, wie das auch wirklich sichtbar zu machen in der Welt, weil es gibt ja Spitäler und alle, die dort arbeiten, sind nicht unbedingt Christen, weil sie glauben, doch in der Bibel steht, man soll den Kranken helfen, das mache ich jetzt wegen dem. Und ich finde, das ist mega, also ich finde es schwierig, dort wie noch so ein christliches Zeichen zu setzen, weil es gibt viele gute Menschen, die das aber nicht aus ihrem Glauben heraus machen. Und dann spielt das auch vielleicht ein bisschen rein, in das, wenn es jetzt einen guten Mensch wird geben, der all das so macht, wie es in der Bibel wird stehen, hilft diesen Leuten und tut immer das Gute machen, aber glaubt wie nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Was ist denn mit diesen Leuten? Geht es dort nur ums Handeln oder ist es egal, was im Herz wie vorgeht? Das ist auch fruchtlos, leider, aber es gibt auch Leute, die nicht Christen sind, die Gutes tun. Für was brauche ich denn Jesus? Also es sind mehrere Fragen, die jetzt da zusammenkommen. Das erste ist, es wird schwierig, in unserer Zeit Gutes zu tun. Das war der Anfangsweg. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, das ist zu schwierig. Klar, es gibt heute Spitäler, es gibt heute Altersheime, es gibt Ärzte bei uns hier. Wir sind sehr, sehr gut versorgt. Wir leben von einem Erbe von sehr viel christlichem Engagement, vor allen Dingen auch in der Region Basel hier. Wir haben durch die Jahrhunderte viele wirklich engagierte Christen und Christinnen als Unternehmer haben hier gespendet und Sachen ins Leben gerufen. Allein der Christin, der Spittler, der hat ja wahnsinnig viel Werke hier ins Leben gerufen. Basel Mission, Krishona, Blindenschule und so weiter. Klar, wir leben von dem Erbe, dass wir in so einer, sagen wir, Infrastruktur leben, wo sehr viele engagierte Christen und Christinnen das aufgebaut haben. Aber es gibt definitiv noch enorm viele Möglichkeiten in unserem Alltagsleben, Menschen zu helfen, zur Seite zu stehen, Zeit zu geben, Privatfinanzen zu geben, Leute zu begleiten in unserer Straße. Zum Beispiel leben ein paar ältere Leute und dann gehen immer wieder ein paar Leute mit der einen Frau da spazieren, indem man sich zieht, man setzt sich hin, redet mit denen, das ist einfach Zeit und Energie, wo du einfach gibst, wo ohne weiteres ein Altersheim vielleicht auch geben könnte. Die Frau lebt jetzt noch daheim und das kann man machen. Das kann man machen. Ich glaube, wir müssen mit offenen Augen durch die Welt gehen und nicht jetzt danach suchen, ja, wo liegt denn jetzt einer unter der Brücke? Bei uns liegt jetzt keiner unter der Brücke. Das sind jetzt nur, okay, ja, da kann ich halt nichts machen. Ne? Ja, das ist dumm gelaufen. Ne? Ja. Aber was sagst du, ist denn der Unterschied, wenn ich das jetzt als aus dem heraus mache, dass ich glaube, das ist das, wozu wir berufen sind, als Christen oder den anderen zu helfen, und zwischen Leuten, die einfach finden, ja, das macht man so. Genau, das war die zweite Frage. Es gibt ja viele Menschen, die arbeiten in diakonischen Berufen, in sozialen Berufen drin, sind sehr engagiert, spenden, sind wirklich sehr gute Humanisten und auch in unserer Region, die wirklich sehr viel Gutes tun. Ich kenne selbst einige Leute, die sind wirklich engagierte, tolle Menschen. Die kennen Jesus nicht und finden auch nicht sehr als notwendig da drin. Ja? Am Endeffekt wird Gott beurteilen, was das heißt. Das ist nicht mein Job. Ich bin froh, dass die Menschen sich engagieren. Ja. Ich bin froh, dass sie das machen. Wie das Gott letztendlich beurteilt in seinem Denken und wie er das auch hinterher zusammenfasst, das werden wir alle erleben. Und ich bin froh darum, dass ich nicht der Richter bin. Wir haben jetzt fest darüber geredet, oder, was wie draussen passiert. Also eben, dass man den Leuten, die arm sind, kann helfen kann. Also ist sehr nach außen fokussiert, finde ich. Und Mats hat auch sehr kontroverses Zeug rausgelassen, wie zum Beispiel keinen Bock mehr, Christen zu bespaßen. Oder, hat er das gesagt? Ja. Oder, wo arbeitet der? Er ist hier angestellt übrigens. Oder eben auch, dass er erzählt hat eben von so einer Begegnung, wo er jemandem geholfen hat und gesagt hat, das war ein Gottesmoment, den er erlebt hat. Und dann hat er gesagt, das wirst du im Gebet und im Worship nie so erleben. Und dann ich, wo Drum oder Worship mache und alles, dann schreit alles in mir auf, weil ich denke, das kannst du einfach nicht so sagen. Und es hat mich wirklich beschäftigt, dass ich irgendwie denke, ja, hat denn das, was wir hier innen machen, keinen Wert? Ist das nicht auch anderen Leuten zu helfen, wenn ich
irgendwie als Sänger da oben, wie Debbie oder so, einen Moment schaffen, wo jemand kann mit meiner Stimme, wenn ich singe, irgendwie zu Gott kommen. Ist das dann nicht auch wie so einem Patient helfen, wie es der Mats auch in der Predigt genannt hat? Weil es eben wie sehr fokussiert war auf das. Ihr müsst rausgehen, geht den Armen helfen, geht das machen in das soziale Werk. Wie siehst du das? Das ist jetzt mehr persönlich angeschaut. Genau, Matthias. Sophie's on fire. Die Aussage ist sicherlich spitz, wo er da macht. Stimme zu. Ich kann sie aber unterstreichen. Ich habe jetzt einer meiner intensivsten Gottesmomente, so wie ich auch meine Gottesbeziehung lebe. Und ich denke, Matthias hat vielleicht auch was Ähnliches drin, aber die intensivsten Gottesmomente habe ich an Orten erlebt von tiefsten Armut, das war im Slums von Manila und war in Afrika, in Malawi, an Orte, wo ich dachte, das ist unglaubliche Not und Armut und kann Menschen dienen, helfen oder einfach bei ihnen zusammensitzen und miteinander letztlich nur weinen und sage, ja, ich bin einfach nur da. Das sind meine intensivsten Gottesmomente gewesen. Ich würde aber nicht jetzt in diese Richtung zuspitzen und sagen, du kannst das, jeder kann das nur als intensivsten Moment in solchem Umfeld erleben. Ich bin durchaus der Meinung, dass Leute mit ihren Begabungen, auch mit ihrer Gottesbeziehung, je nachdem wie deine Gottesbeziehung lebt, auch sehr wohl im Worship, indem ich meine Gaben einsetze, mich am Sonntag auch in der Celebration oder drumherum einsetze, sehr wohl kann ich dort auch tiefste Gottesmomente erleben. Ich würde das nicht komplett gegenüberstellen. Aber da, wo du Menschen, sag ich mal, so nahe kommst in Not, und das ist ja das, was er anspricht, ich glaube, da passiert wirklich was vom Gottesmomentum, wo Gott durch dich selbst einem so nahe kommt und Menschen geholfen wird. Und wirklich, du siehst, wie ein Stück Leben aufblüht. Das siehst du jetzt nicht automatisch in jedem Gottesdienst, bei uns oder so nicht, du siehst die Gesichter ja gar nicht richtig. Aber der Punkt ist ja, da hast du eine direkte Begegnung mit dem Menschen in Not und du kannst durch den Mitwirken, kannst du sehen, wie ein Stück Leben gerade aufblüht vor Ort. Und das ist sicherlich ein sehr intensiver Moment. Aber ich würde nicht das als besserer Moment bewerten als ein Besuch in einem Gottesdienst, sondern ein Momentum in Zusammensein, wo Christen zusammen sind und sagen, wir feiern zusammen diesen Jesus. Wir kommen bewusst zusammen und wollen den Gott loben und sagen, hey, das ist unser gemeinsamer Jesus hier, unser Gott. Ja. Also auch in Zusammenhang noch stellen, ich habe das einfach als mega ehrlichen Moment erlebt, dass ich habe keinen Bock zum Christen zu bespaßen. Wichtig ist ja dann, auf was er Bock hat. Wir können das auch nachher noch posten, den Ausschnitt, weil er hat gesagt, was er wirklich will, ist Jesus erleben. Und er will sich nicht überlegen, was wir hier für ein Programm machen, dass möglichst nächsten Sonntag wieder ein paar Leute in die Kirche kommen, sondern er will, dass wir zusammen mit Jesus unterwegs sind. Das habe ich recht auch krass gefunden. Wir haben auch noch eine Frage, die bislang hier über so leistungsorientiert hat. Was macht man, wenn wir Christen so leistungsorientiert werden? Wir haben jetzt viele Fragen gehabt, so, was brauche ich denn Jesus überhaupt, um den Leuten zu helfen oder eben dem Auftrag von Jesus zu antworten? Ich verstand das, ist das nicht, weißt, wie so ein bisschen umdreht eigentlich bei Jesus. Es geht ja nicht darum, dass wir zuerst sagen, oh, Jesus hat mir gesagt, er soll etwas machen, jetzt mache ich es. Sondern das Evangelium ist, dass wir zuerst etwas empfangen und dann aus Dankbarkeit heraus, als Reaktion, als Antwort, wachsen uns der Wunsch, zu anderen Menschen so sein, wie wir Jesus zu uns auch erlebt haben. Oder? Es geht ja nicht darum, eben einfach schauen, oh, wir können Christen mehr schaffen, andere nicht, oder wie auch immer. Es ist ja wie ein umdrehter Weg. Ja. Genau. Ja, okay. Du hast das sehr gut erklärt. Du hast wie sagen, es ist wie nicht die Leistung, die du musst erbringen musst, Ja. sondern es ist das, was mit dir passiert, was dann die Leistung erbringt. Ja, Okay. ja genau. Einfach das nochmal schnell sagen. Ja, voll. Ja. Recap. Genau, Ja. aber eigentlich sollte mir Fragen stellen. Okay. Sorry. Ja. Gut erklärt, oder? Gut, dann gehen wir doch zur nächsten Frage, Ausschnitt, wo der Dani Lipp predigt hat, unser Location Pastor im ICF Lörrach. Und dort hat er zum Thema predigt, Hauptsache, es stimmt für mich. Hat er nicht gesagt? Nie gesagt. Hat er nicht gesagt?
es ist normaler als je zuvor, dass man unsere Bedürfnisse sehr, sehr stark in den Fokus nimmt und alles auf unsere Bedürfnisse angepasst wird. Was passiert, wenn sich das Ganze auf unsere Theologie, auf unser Bibelverständnis, auf unser Glauben, auf unser Gottesbild überwälzt? Wir passen gewisse Bereiche so an, gerade dort, was schwierig wird, gerade dort, was spannungsvoll wird, können wir es so ein bisschen zurechtschnibbeln, dass es für uns reinpasst. Dass wir die Spannung irgendwo aushalten. Ich habe hier mein eigenes Focus Cap gebaut. Ohne Witz, das ist eine Erfindung für Menschen, wenn man ein Grossraumbüro schafft. Sonst können sie sich nicht fokussieren, oder? Und ich habe das Gefühl, manchmal lesen wir dann so Bibel. Ich erkenne das sehr schnell, wenn ich passende Bibelvers für die individuelle Argumentation fange an zu suchen. Das heisst, wenn ich Bibelvers suche, genau das sagen, was ich meine. Siehst du, da steht es. Und ob dann noch jemand anders etwas steht, das das in Frage stellt, das interessiert mich nicht in dem Moment. Ich liebe das. So ehrliche Moment von Prediger auf der Bühne ist dann noch weitergegangen und hat gesagt, er merkt das auch in Situationen, wenn er schon innerlich so ein paar Argumente zurechtlegt mit so ein paar Bibelvers, falls dann irgendjemand mal etwas fragt zu dem, dann kann er gerade kontern. Und eigentlich seine Motivation, also er spürt, da ist irgendeine Unsicherheit, irgendetwas, was nicht ganz sauber ist, darum muss er sich das schon zurechtlegen. Ich kenne das auch von mir persönlich, zum Beispiel vom Worship-Leiter, dass ich auch sage, ich habe irgendwie einen Punkt, der ist mir auf dem Herz und dann finde ich noch eine passende Bibelstelle, das muss ich auch zugeben. Ist aber auch nicht immer noch schlecht, irgendwie mit guten Absichten, aber trotzdem bleibt dann die Frage, und die haben wir da bis leider drinnen, auch wenn man jetzt das spürt, können wir denn jeder davon ausgehen, dass wir ein unverstelltes Bild von Jesus haben. Also auch wenn wir sagen, Heiliger Geist, du uns auch überführen, sag du uns das genauso wie du es meinst. Wir sind doch immer auch ein Stück weit steht da Gefangene unserer Zeit mit einem verfälschten Blick auf Jesus. Also bist du eigentlich sicher, dass deine Ansicht von Jesus, deine Auslegung von der Bibel und dein Gottesbild nicht nur eigentlich auf die Maß geschneidert ist? Also ich glaube, wir haben nie einen ganz unverstellten Blick auf Jesus. Da müssten wir ja außerhalb von uns sein. Wie wir außerhalb von Zeit und Raum irgendwo unser Leben betrachten und auch die Bibel außerhalb betrachten. Das geht ja gar nicht. Wir haben immer eine kulturelle Brille, wir haben immer eine Brille von unserer eigenen Geschichte, von den Dingen, wie wir geprägt worden sind. Dann haben wir noch eine Brille von unserem Umfeld, wo wir aufgewachsen sind. Wir wohnen jetzt hier in Westeuropa, ein Asiate, ein Eskimo, die lesen, der Herr ist mein Hirte ganz anders, als wir das vielleicht lesen, wenn wir ein paar Schafe auf der Weide sehen und so. Wir sind nicht außerhalb von uns. Wir können nicht von uns behaupten, so wie wir es jetzt gelesen haben, das ist jetzt nun definitiv 100%, also das hat jetzt der Heilige Geist mir gerade eingeimpft und das ist auch so. Also so ist es denn ganz richtig, das glaube ich nicht, nein. Und eine Zwischenfrage, wenn jetzt ganz viele Leute das so auslegen, kann man dann davon ausgehen, dass es dann richtig ist? Das ist auch eine ganz gute Idee. Also ich finde ja für jede Idee, für jede Theologie in der Bibel finde ich ja irgendeine Bubble, die da mitmacht. Sagt, wow, na, das sehen wir auch alle gleich so. Weißt du, die größte Bubble? Ja, und die größte Bubble, die ist dann 100%ig recht. Ja, genau. Man nennt das Familienglaube. So, weißt du, in der Familie, wenn die Kinder klein waren, da haben meine Kinder genau dasselbe geglaubt, wie wir geglaubt haben. Papa und Mama, die glauben mir das, wir folgen das. Das ist richtig, wohl. Und dann wurden die Kinder älter. Naja, das lassen wir. Das überspringen wir jetzt. Aber wenn viele da glauben, ich glaube, eine der ganz wesentlichen Frage von der Bibelauslegung, von der Hermeneutik oder wie lesen wir denn die Bibel, gibt die täuferische Tradition, das ist der linke Flügel von der Reformation, die damals wirklich Kirche und Staat richtig trennen wollte, der Zwingli, Luther und so weiter, die sich von Luther dann auch konkret und vom Calvin ein bisschen abgetrennt haben, weil sie wirklich als freie Christen unterwegs sein wollten. Die haben eine Tradition gepflegt, wo ich heute noch sehr wichtig und gut finde, wo ich auch selbst praktiziere, immer wieder. Und die haben gesagt, Bibelauslegung passiert im Kollektiv. Das passiert nicht einfach mit dir und dem Herrn Jesus und dem Heiligen Geist in deinem Kämmerlein und dann bist du 3 Tage weg und kommst wieder, aha, hier ist es. Sondern sie haben immer gesagt, das müssen wir miteinander lesen. Wir lesen miteinander die Bibel und wir legen sie miteinander aus. Und wir kommen zum Schluss hinterher, dass der Heilige Geist uns das jetzt wirklich gesagt hat. Und das ist durchaus sehr kontrovers immer praktiziert worden. Die haben sich auch recht gestritten.
und wieder gespaltet und alles Mögliche dann. Aber die Grundidee ist wirklich die, dass wir als Einzelperson immer ein Stück nur erkennen. Wir erkennen nie das Ganze. Wir brauchen die anderen, um die Bibel miteinander zu lesen. Deswegen ist es so hilfreich. Ich tue manche Predigten immer, oder früher habe ich das ganz regelmäßig gemacht, auch mit dem Manuel Schmid noch zusammen. Wir haben uns gegenseitig zum Beispiel Predigten vorher geschickt. Und du sagst, lest du so mal durch, wie findest du die? Und dann haben wir uns Feedback gegeben. Und ihr wollt gar nicht wissen, was wir für ein Feedback gegeben haben. Hat immer angefangen, ja, ganz toll, ja, ist gut. Und dann, okay, den Teil haben wir immer übersprungen und dann kam so eine Seite, ja, das ist jetzt nicht, das ist schlecht. Und das ist enorm hilfreich, seine eigene Predigt und seine eigene Auslegung einfach hinzulegen, zu sagen, was denkst du darüber? Und dann andere darüber sehen zu lassen, machen. Wir praktizieren das heute auch noch. Mit Matthias Saladin, mit Daniel Lipp, ganz bewusst, oder Christina Bregge oder andere, die predigen, wo wir sagen, hey, lass uns einen Blick drauf werfen. Nicht, weil 4 Augen mehr sehen, sondern wir glauben, dass der Geist uns zusammen was zu sagen hat. Und wir müssen lernen, aufeinander zu hören. Auch auf die Bubble, die es ganz anders sieht. Also das heißt, du sagst, gesundes Bibelverständnis entsteht in der Gemeinschaft. Ja. Heißt es denn, bedeutet denn, wenn man dann gleicher Meinung ist, das ist dann Einheit? Ja, Einheit, das ist mit vielleicht sehr verkürzt formuliert. Aber ich glaube, wenn wir den Mut haben, uns gegenseitig einander auszusetzen, zu sagen, ich sehe es so, du siehst es so, und vielleicht findet man hinterher wirklich diesen Konsens und sagt, doch, wir glauben, das ist jetzt wirklich gut. Mit der Predigt ist das jetzt noch einfacher, bei größeren, sag ich mal, theologischen Fragen wird es vielleicht dann noch mit komplexer und schwieriger. Aber das Ringen miteinander, glaube ich sehr wohl, das ist ein ganz wichtiger Prozess ist in der Bibelauslegung, in der ganzen Hermeneutik und wie verstehen wir Gottes Reden in der heutigen Zeit. Und dann auch bewusst dahin zu hören, wo Leute ganz anders sehen. Da sind wir ja auch, eben, wenn wir jetzt über das Thema Bibelverständnis und Einheit reden, kratzt man natürlich auch am Thema C. Aber zu diesem Thema noch, da hat jemand die meist abgewogene Frage da. Jesus hat immer wieder kulturelle Sünden begangen, soll es glaube ich heißen. Dinge gemacht, die man damals nicht so gemacht hat. Wo würde er heute so handeln? Also wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, man probiert die Bibel so zu verstehen, Jesus seine Worte zu verstehen, wie er sie gemeint hat, sie zu interpretieren in der Gemeinschaft, mit dem Heiligen Geist zusammen. Siehst du gewisse Tendenzen, vielleicht auch sogar in unseren Kirchen oder als Christen in der Schweiz, wo du sagst, ja, doch könnte es sich auch mal lohnen, ein bisschen einen anderen Weg einzuschlagen, als kulturell sonst üblich ist in unserem Land. Da haben wir uns zu fest angepasst an die Kultur, wo wir leben. Und Jesus hat ja immer wieder eben so kulturelle Sünden begangen. So, das ist ein Punkt, wo wir als Schweizer Christen eine kulturelle Sünde begehen sollten. Also ich mache einen Schritt zurück. Ich glaube, wenn Jesus jetzt hier wäre, in der Schweiz predigen würde, wo würde er anecken? Ich glaube, er würde anecken bei Geld. Ich glaube, er wird noch mehr über Geld reden, als er jemals schon geredet hat, weil wir ein sehr wohlhabendes Land sind. Er wird wahrscheinlich über Steuern reden, wie die verteilt werden. Okay, ja. Wahrscheinlich wird er über Militärpflicht reden. Und du musst ein bisschen begründen. Du liest es jetzt einfach, also ja, wie kommst du auf das? Ja, der Herr Jesus hat mir das gesagt. In der Gemeinschaft und der Einheit. Nur in deiner Bubble, Ralf. Habe ich jetzt gerade so gehört. Nein, das ist ja eine hypothetische Frage. Du stellst eine hypothetische. Ja, Jesus hat damals kulturell wirklich daneben über viele jüdische Gesetze sich darüber hinweggesetzt. Also Gesetze, wo wo festgelegt waren und das gute jüdische Leben an sich regelten, ein frommes Leben regelten, Almosen geben und so weiter, sich ja nicht mit anderen Leuten abgeben, wenn man dann unrein wird, Ehebrecher nach Leuten heimgehen, wo andere gemieden haben. Das sind ja kulturelle Grenzen, die Jesus permanent übertreten hat. Und gesagt hat, also halte ich mich nicht an, das ist das Reich Gottes, wozu die Menschen kommt und so weiter. Und wenn man das jetzt als Ausgangslage nimmt für, wenn Jesus heute hier wäre, dann würde er wahrscheinlich auch diese Grenzen überschreiten und sagen, ja, Militärpflicht, Leute, mein Reich ist vom Frieden. Müssen wir wirklich ein Militär haben? Müssen wir wirklich Frieden schaffen mit Waffen? Wer glaubt das?
Müssen wir als Christen nicht da vielleicht eine andere Position einnehmen? Der Täufer hat sich rigoros im Militärdienst immer verweigert, bis spät in den 80er Jahren noch. Und gesagt, nein, wir machen Zivildienst. Ich sage, nein, ich diene nicht an der Waffe, das mache ich nicht. Ich selbst habe Zivildienst gemacht, bin verurteilt worden dafür. Musste dann so und so viele Monate länger machen und vom Gericht mich verantworten, noch in Deutschland. Das ist noch richtig so mit Richter und allem Möglichen gewesen. Ich habe das aus Überzeugung gemacht, weil ich glaube, das Reich Gottes ist wirklich ein Friedensreich. Wir werden mit Waffen nicht irgendwo Frieden schaffen, das stimmt nicht. Aber das ist ein großes Thema, das gibt das ganze Fass. Aber ich glaube, so wird Jesus kulturelle Dinge bei uns auch überschreiten und die in Frage stellen oder sich mit Menschen abgeben, wo wir jetzt sagen würden, ja, das ist jetzt komisch. Aber also wenn du jetzt das als Beispiel nimmst, ich meine, etwas, was ich weiss, was da im Raum ist, du auch nicht das erste Mal gehört hast, dann auch die Frage, ja, wieso müsste man sich als Kirche jetzt auch nicht eine kulturelle Sünde begehen und sich zum Beispiel gegen die Massnahmen vom Bund bezüglich Corona wehren und sagen, wir als Kirche machen hier nicht mit, weil es nicht unserer Wert, wie du gesagt hast, entspricht. Warum machen wir das nicht? Das ist ein ganz großes Thema jetzt. Ja. Wir haben noch... Genau. Wir haben genau noch... Noch 12 Minuten. Der Josh hat verlängert. Eine Minute, ich habe es schon gesehen. Nein. Sehr wohl, glaube ich, die Frage muss man sich stellen und der muss man sich auch stellen und zu überlegen, ja, ist es nicht angebracht, jetzt zivile Ungehorsam zu praktizieren? Und gerade in der ganzen Maßnahmenwelt momentan ist das ja häufig auch in manchen Kreisen diskutiert worden, auch in den christlichen Kreisen diskutiert worden, ob wir da nicht in einer Situation sind, ähnlich wie die Dietrich Bonhoeffer war, wo dieses geflügelte Wort damals gesagt hat, im Naziregime, man muss dem Rat in die Speichen greifen. Und das ist ein Ausdruck von ihm gewesen. Und letztlich, man muss Einhalt gewähren. Man kann nicht mehr zusehen. Aber wenn wir im Rat in die Speichen greifen, dann wird das auch Sünde sein. Also wenn man Hitler umbringt, dann ist das Sünde. Aber wenn man nichts macht, das ist auch Sünde. Egal was du machst, du sündigst immer. Und jetzt müssen wir uns in der Situation heute sind, dem würde ich vehement widersprechen. Aber das ist ein anderes Thema, weil die Rechtsstaatlichkeit von damals, von diesem Nazi-Deutschland, es war keine Rechtsstaatlichkeit mehr. Es gab diese deutschen Christen, das waren die richtigen Christen, also von den Nazis angeschaut. Okay. Und dann gab es bekennende Christen und das ist ein riesiges Thema. Also das kann man nicht einfach miteinander vergleichen. Da tut man wirklich auch vielen Leute, die damals erschossen worden sind, Christen, bekennende Christen, tut man extrem Unrecht damit, also wenn man das überträgt auf die Situation. Aber sehr wohl muss man die Frage stellen und darf sie auch stellen. Und sagen, hey, sind wir in so einer Situation, müssen wir also als ganze Gemeinschaft aufstehen und müssen sagen, nein, dann machen wir nicht mit. Und das gilt es immer wieder zu fragen in unserer Zeit. Wa? Aber eben, ich nehme an, in dem Fall in deiner Meinung sind wir nicht so weit, dass man das machen. Nein, definitiv nicht. Aber das ist ein größeres Thema, wo man wirklich anschauen muss, ja, in welcher Situation sind wir denn, welche Rechtsprechung hat es denn, was war denn damals zum Beispiel im Nazi-Deutschland für eine Rechtsprechung, welche Menschen wurden warum, wie unterdrückt und so weiter und wie ist das in irgendeiner Weise heute überhaupt vergleichbar? Also in welcher Situation sind wir da und was wurde damals nicht mehr erlaubt, wo der Bonhoeffer gesagt hat, jetzt müssen wir eingreifen. Und zu Recht hat er gesagt, jetzt müssen wir eingreifen. Und ich glaube sehr wohl, so Situationen ganz ohne weiteres gäbe. Aber was waren die Gründe, was waren die vor allen Dingen theologischen Gründe dafür? Nicht nur einfach die rechtsstaatlichen, theologischen Gründe, wo müssen wir Gott mehr gehorchen? Und die Dinge muss man aufzählen und dann muss man das miteinander vergleichen. Wo stehen wir denn heute? Und dann, ich nehme es vorweg, definitiv, wir sind in einer ganz anderen Situation. Ich werde hier schnell einwerfen, weil es so ein kontroverses Thema ist und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt gerade ein mega grosses Thema aufgemacht mit dieser Frage von dir, Bruce. Es wird nachher draussen noch weitergehen. Also wenn du denkst, what? Und Ralf, ich muss unbedingt mit dir über das reden. Wir sind nachher noch draussen und haben sowieso vor, wenn wir es nie schaffen, alle Fragen zu beantworten, draussen noch weiterzumachen. Also wenn du Zeit hast, Lust und Interesse, dann sind wir drei nachher sicher draussen, werden die Fragen aus dem Slido auch noch beantworten. Also wenn du daheim bist und sagst, ich muss mit dir reden, Ralf, dann bist du da auch immer noch herzlich willkommen. Ich kann das einfach schnell einwerfen, dass du jetzt nicht denkst, okay, das
ist jetzt von der Bühne gesagt worden und jetzt bin ich irgendwie geschlossen und kann jetzt nichts mehr dazu sagen. Geil. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Jedes Mal. Genau. Einfach ich wollte das schnell einwerfen, dass es die Möglichkeit nachher wird geben. Genau. Und mit dem, ich hätte nicht gedacht, dass es reicht, aber wir haben noch einen letzten, 4. Clip für euch, wo Christina Breggi predigt hat, darüber, dass Jesus nie gesagt hat, ich werde euch frei machen von allem. Hat er nicht gesagt, nie gesagt. Hat er nicht gesagt. So let's take another look at international human rights law. When comparing the rights that are guaranteed in international law with Christ's commands, there are really powerful similarities. But there are also 2 important differences. Firstly, where international law talks about rights, you have the right not to be oppressed. You have the right not to be hungry. The Bible actually speaks about responsibilities. And if you think about God's commands, set the captive free, feed the hungry. So the Bible talks about the responsibilities, not just the passive right, but the active responsibility we have to ensure other people's rights are upheld. Following the example of Christ, I am responsible to live for others out of my own inner freedom. Genau, Christina redet darüber, dass wir als Christen wie frei sind, um unsere Verpflichtungen wahrnehmen und unsere Rechte auch jemand anderem wie schenken. Sie hat das sehr sichtbar gemacht für mich in so einer Geschichte, wo sie gesagt hat, dass sie mit orthodoxen Juden unterwegs ist und sie sich müssen abdecken, damit die sie nicht sehen, und weil das für sie, für die Männer sehr, sehr wichtig ist in ihrer Religion, und dort hat sie wie ihr Recht ihnen geschenkt, dass sie sichtbar sein dürfen und dass man sie hören und sehen als junge Frau in Amerika dort damals, genau. Und das hat wie die Frage aufgeworfen, was sind denn Rechte oder Verpflichtungen, die wir wieder anderen schenken sollen, aber es gibt auch Sachen, wo wir dafür kämpfen sollen, dass wir sie als Christen noch wahrnehmen dürfen, wenn es jetzt darum geht, ja, wir dürfen uns jetzt nicht mehr treffen oder es ist jetzt illegal, Christ zu sein, das zu bekennen. Wo ist denn die Grenze, wo man sagt, schau, das schenke ich dir jetzt, dass ich da nicht darauf beharre, dass das mein Recht ist oder dass das meine Verpflichtung ist, sondern da wie davon absehen, aus meinem eigenen freien Willen dir das zu schenken. Ich denke, der Unterschied liegt wahrscheinlich darin, in dem Beispiel von der Christina Breggi kam heraus, dass sie persönlich wegen den orthodoxen Juden sich im Auto ganz nach unten gesetzt hat, damit die sie nicht sehen, und Kappe drüber und ihre großen Haare hat verschwinden lassen. Sie hat das Recht gehabt, wie sie es gesagt hat, sie zu zeigen. Aber sie hat darauf verzichtet. Ich habe in meinem Leben jetzt an mehreren Orten immer wieder mal meine Rechte abgelegt, wenn ich mit Leuten zusammen war, die Alkoholiker waren, habe ich dann verzichte ich auf Bier trinken oder auf irgendeinen Wein trinken. Weil ich weiß, dass dem einen oder anderen tut das nicht gut, wenn ich dann in der Gegenwart dann einwegig ein Bier trinke. Habe ich das Recht dazu? Natürlich habe ich das. Aber es ist nicht gut für den anderen und ich kann das freiwillig weggeben. Wenn ein Recht in Frage gestellt wird, dürfen sich überhaupt noch Christen treffen? Also Versammlungsfreiheit. Dann würde ich sagen, ja, da müssen wir miteinander überlegen, ob wir das zulassen wollen. Ob das nicht ein Recht ist, wo wir nicht abtreten sollen, sondern ganz bewusst sagen können, wir dürfen uns weiter treffen. Vielleicht nicht in so einer Form, aber wir dürfen uns treffen. Das wäre ein Recht, wo ich jetzt definitiv für kämpfen würde und nicht einfach abgeben würde und sagen, nein, da müssen wir neue Formen finden, da müssen wir erfinderisch sein. Aber grundsätzlich, wie in manchen Ländern der Erde ja ist, wir haben das in Nordkorea, wir haben das in China zum Teil, dass Christen sich nicht treffen dürfen und Christenversammlungen nur im geheimen Untergrund stattfinden dürfen, das ist wirklich, da übertreten die Christen immer wieder diese Gesetze und sagen, wir machen es trotzdem. Und das ist richtig so. Aber bei der individuellen Freiheit würde ich sagen, da können wir häufig Rechte abtreten. Häufig. Wir können den Mund halten. Gesegnet sind diejenigen, die den Mund halten und weil sie nichts zu sagen haben. Das wäre schon eine tolle Sache. Ne? Wir könnten einfach eben kein Bier trinken, wenn andere dabei sind, die Mühe damit haben. Wir könnten alles mögliche Sachen sagen. So, ja.
verzichte ich drauf, wegen dem anderen. Aber bei den anderen Fragen, glaube ich, wird es dann sehr schnell existenziell und dann muss man verkämpfen für diese Rechte. Es geht auch fest ins Thema von der Solidarität ein. Oder ist jetzt einfach, weil ich stolz bin und das ist mein Recht und ich habe ein Recht auf das und darum haue ich da jetzt eins rein oder was weiß ich. Oder ist es eben wie auch die Demut, wo dort, oder der Heilige Geist, der ein bisschen anklopft und sagt, «Schau, das ist jetzt einfach nicht nötig.» Genau. Ich habe mir dort noch die Frage gestellt, wenn wir alle Leute auf ihre Rechte würden verzichten oder auf das, was sie finden, das steht mir jetzt zu, weil du mir Böses gemacht hast, habe ich dir Böses gemacht, ob du dann würdest sagen, wie der Status Garten Eden, habe ich das genannt, ob das dann wie wieder so wie wir zurückführen zu dem, weil ja alle so gutmütig sind und alle verzichten auf ihre Rechte und du hast mir etwas Böses gemacht, aber ich mache dir das nicht zurück und das wird dann so wie so eine schöne Teufelskreis. Genau. Ja, ich glaube, der Kreislauf von Schönheit würde entstehen, wenn wir alle das so praktizieren würden. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Dieses Prinzip, oder ich tue wirklich nur dem anderen das an, was ich auch möchte, was andere mir wieder antun. Das wäre ein Kreislauf vom Segen. Kommen wir damit in den Status vom Garten Eden? Das weiß ich nicht. Die Natur ist eine Weg, stöhnt und ächzt momentan und an manchen Punkten ist sie irreparabel kaputt und dem müssen wir uns trotzdem stellen. Also die Schöpfung leidet ja auch als solche schon. Und selbst wenn wir jetzt alle kein CO2 mehr ausstoßen, es wird nicht einfach von heute auf morgen oder in den nächsten 10 Jahren alles wieder besser und gesünder und schöner werden. Aber definitiv wird ein Kreislauf vom Segen in Gang gesetzt, wenn wir sagen, hey, ich achte den anderen höher und ich möchte dir nichts antun, wo ich auch nicht möchte, dass mir das angetan wird. Das wird wirklich ein sehr schönes Klima bringen. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann hat er ja aber trotzdem auch, ist mega eingestanden für Gerechtigkeit. Oder dass eben das Recht trotzdem Oberhand hat oder dass Leute nicht unterdrückt werden, die eigentlich nicht unterdrückt werden sollten. Also wird das dann wie auf der Strecke bleiben, deiner Meinung nach, wenn jetzt wir von diesem Recht absehen, für uns selber einzustehen oder so, dass dann wie die Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt. Christina hat über das auch noch geredet, dass sie eben gefunden hat, es wäre jetzt eigentlich gerecht, wenn sie sich dürfte zeigen. Da muss man dort wie von Gerechtigkeit absehen, einfach aus der Solidarität zu anderen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich glaube, nicht Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke dabei, sondern wir sind zur Solidarität aufgerufen und wir sollen für Gerechtigkeit sorgen, einstehen. Aber immer, in vielen Punkten ist ja ein Spannungsfeld. Wo verzichte ich auf was und wo kämpfe ich auch dafür? Wo muss ich für eintreten in einen Riss, damit Gerechtigkeit passiert? Wo muss ich Menschen konfrontieren und wo kann ich auch einen Schritt zurückgehen? Und ich glaube, das ist individuell manchmal unterschiedlich, aber dann denke ich, wenn es auf gesellschaftliche Ebene kommt, müssen wir miteinander überlegen, okay, was ist jetzt wirklich, wo müssen wir für einstehen? Ich glaube, mit der Gerechtigkeit per se dann auf der Strecke bleibt, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. So. Weiß nicht. Ja, doch. Ich glaube schon, dass ich es richtig verstanden habe. Es ist auch ein guter Bogen. Ich habe am Anfang gesagt, es ist eine kontroverse Serie von mir aus gesehen, sehr herausfordernd. Du hast heute Morgen bei deiner Predigt «Jeder bekommt, was er verdient», hat er nicht gesagt. Hast du ein bisschen einen versöhnenden Abschluss auch gehalten mit dem Bild, wo du gesagt hast, nein, wir bekommen nicht das, was wir verdienen. Wir können nicht dem Standard heilig von Gott eigentlich standhalten, sondern wir können das, was wir wählen. Und Jesus gibt uns die Wahl, das ewige Leben, er gibt uns die Wahl, seine Liebe und also das anzunehmen. Willst du für die Serie oder auch eben für die von heute Morgen vielleicht nicht da gewesen sind, einfach noch als Schlussstatement noch das ein bisschen ausbreiten? Ja, gern. Falls du jetzt heute Morgen nicht hier warst oder noch nicht gesehen hast, ich habe heute in Basel hier die Serie beendet, eben mit der Frage oder mit dem Aussage, jeder bekommt, was er verdient. Und das hat Jesus nicht gesagt. Und es wäre durchaus, und das habe ich heute Morgen auch formuliert, es wäre durchaus eine sehr schlechte Nachricht, wenn jeder bekommt, was er verdient.
Und wenn ich am Ende von meinem Leben eine Quittung für das bekomme, was ich alles gedacht habe, gesagt habe oder nicht gesagt habe, gemacht habe oder eben auch nicht gemacht habe, es wäre eine schlechte Nachricht, wenn jeder bekommt, was er verdient. Sondern jeder bekommt, was wir wählen. Und ich habe das festgemacht ja an dem Bild von der Kreuzigung von Jesus, wo 2 Männer neben ihm hingen und der eine die schlichte Bitte gesagt hat, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Mann konnte sich nichts mehr verdienen, der konnte auch keine Taufe mehr machen, der konnte kein apostolisches Glaubensbekenntnis mehr aufsagen, der konnte auch sich nicht für die Gerechtigkeit mehr einsetzen. Der ist einfach, Herr, denk an mich. Gnade ist was Unverdientes. Und all die Sachen, wo wir in der Predigtserie auch gesagt haben, eben, look, es kommt schon darauf an, was du tust. Das ist eine Antwort auf das, was Jesus am Kreuz dann hinterher gesagt hat, nach dem Gespräch oder diesem Dialog. Es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht worden von Jesus. Er hat alles gemacht, damit wir mit Menschen mit ihm wieder zusammenkommen können. Alles, was danach kommt, ist eine Antwort auf die Liebe von Gott an uns. Und ich denke, die Reihenfolge müssen wir enorm in unserem Kopf halten. Am Anfang steht, dass Gott alles gemacht hat, dem können wir nichts hinzufügen. Keine einzige gute Tat wird dich in den Himmel bringen. Du kommst nicht in den Himmel, weil du es verdient hast oder weil du irgendwas dazu beigetragen hast, sondern einzig und allein, weil Gott den Himmel aufgeschlossen hat. Aber du wählst, ob du dahin willst. Und der andere Mann am Kreuz hat anders gewählt. Er hat gesagt, wenn du was kannst, Jesus, hilf dir und hilf uns. Und das ist die Wahl, wo Gott in seiner Liebe uns lässt und sagt, das Einzigartige im Christsein, dass einer von uns wird und den Weg frei macht und in seiner Liebe uns sogar eine Wahlfreiheit lässt, ob wir darauf eingehen. Und das hat er gesagt. Jawohl, danke vielmals, Ralf. Du hast vorher, wo wir noch als Team zusammengestanden sind, hast du gesagt, du findest es geil, über so Sachen zu diskutieren, sich diesen Fragen zu stellen und ich finde es fantastisch, wie du das machst. Ralf, gib mir doch mal einen Applaus, bitte. Und du hast ja gesagt, du findest es spannend, über die Sachen zu diskutieren. Dein Wunsch ist einfach zentral, dass unser Vertrauen zu Jesus in diesen Fragen, in diesen Antworten wächst. Wir werden nachher auch jetzt gerade in eine Zeit von Worship hineingehen. Wir singen den Song «Entscheid», wo wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen. Kann ich dich noch bitten, einfach für uns noch zu beten und uns in die Worship-Zeit hineinzuleiten? Ja, mache ich gerne. Hey, stehen wir doch alle auf und Jesus, ich danke dir, dass du das uns allen auch zurufst, auch jetzt hier heute Abend, dass vollbracht ist und dass die Tür aufsteht. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und wir fähig sind, wirklich so an deiner Stadt auf dieser Erde unterwegs zu sein, wirklich einen Unterschied zu machen. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du uns das tief in unser Herz hineinprägst. Dass wir die Hand ausstrecken können zu dir und in unserem Alltag wirklich mit dir unterwegs sein dürfen. Dass du uns zugesagt hast, dass du alle Tage bei uns bist. An den guten ja und den schlechten. Und dass uns nichts und niemand von deiner Liebe scheiden wird. Und jetzt neu möchte ich mich auch wieder dazu entscheiden, zu sagen, ich möchte die Hand von dir ergreifen, möchte nicht loslassen und mit dir unterwegs sein.
los auf deine Stimme, mach mein Herz für dich, oh, mein Herz auch für dich. Ich schließ meine Augen, los auf deine Stimme, mach mein Herz für dich, oh, mein Herz auch für dich. Ich such deine Nähe, komm wieder zur Ruhe, schenkst mir neue Kraft, Gott, schenkst mir neue Kraft. Oh, du bist meine Freude, eine Freude, wo viel Tier verbringt, eine Quelle, wo Friede spricht. Und du bleibst meine Freude, eine Stärke, wo in mir liegt. Darum entscheide ich mich für dich. Egal was die Welt denkt, egal was sie sagt, ich schau noch auf dich, Gott, ich schau noch auf dich. Egal was für Liegen, dies Herz will ich glaub, sing, Wahrheit bist du allein, ja, Wahrheit bist du mein Freund. Oh, du bist meine Freude, eine Freude, wo viel Tier verbringt, eine Quelle, wo Friede spricht. Und du bleibst meine Freude, eine Stärke, wo in mir liegt. Darum entscheide ich mich für dich. Entscheide mich für dich. Entscheide mich am hellsten Tag, in der dunklen Nacht, entscheide ich mich für dich, entscheide ich mich für dich. In der tiefsten Ruhe, im stärksten Sturm, entscheide ich mich für dich, entscheide ich mich für dich. Am hellsten Tag, der dunklen Nacht, entscheide ich mich für dich, entscheide ich mich für dich. In der tiefsten Ruhe,
noch einmal zusammen Ausdruck verleihen. Lasst uns noch einmal singen von Gott so laut, wie ihr könnt. Sind ihr bereit? Let's go, come on. Distance, you tore the veil, reached into darkness and called me by my name. You set my feet back on solid ground. Sin whisper lies, but your love has drowned them out. I'm alive in you. I'm alive because of you. Jesus, have your way. Breathe on me, speak your life into my soul. Your voice calls me out, stirs my heart. That's what makes me come alive. That's what makes me come alive. You give me freedom, a brand new life. Nothing can silence this hope I hold inside. Now and forever, your way, not mine. I'm here to worship, I'm here to testify. I'm alive in you. I'm alive because of you, Jesus. Have your way. Breathe on me, speak your life into my soul. Your voice calls me out, stirs my heart. That's what makes me come alive. That's what makes me come alive. Your ways are higher, your will is greater than all I see and all I know. Your plans are for me, you'll never leave me. If I have you, I have it all. I have it all. That's what makes me come alive. That's what makes me come alive. That's what makes me come alive. Sehr gut. Hey, so gut mit euch hier gewesen zu sein. Heute Abend ist ein Zungenbrecher, hier gewesen zu sein. Es geht, wie gesagt, es geht noch weiter draussen. Wenn du noch offene Fragen hast, ich habe immer noch Nachholfragen, trotzdem noch, dann komm unbedingt führen. Der Bruce ist schon dort, darum ist er jetzt nicht hier mit mir. Sitz an, nimm dir ein Bierchen oder einen Kaffee oder was weiß ich und sitz an mit uns, diskutier mit uns. Genau, ich freue mich mega und für alle, die keinen Gesprächsbedarf haben, dann einen mega guten Start in die neue Woche und wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich. Salut zusammen. Tschüss. Hallo zusammen, hallo zusammen, hallo zusammen. Schön, wenn du jetzt noch dran bist. Jetzt ist momentan das Livestream exklusiv, weil die Leute, die noch da sind, die werden sich sicher noch ein Getränk an der Bar holen. Das kannst du auch noch dir bereit machen. Der Ralf wird nachher bei mir da sein. Es sind noch ein paar spannende Slido-Fragen reingekommen. Du kannst weiterhin noch unter Slido, den Link findest du bei YouTube, einbettet. Im Chat kannst du noch weitere Fragen stellen oder du kannst Fragen abvoten, wenn dich das auch interessiert. Ja, es sind
viele Themen gewesen, es sind viele Fragen gewesen, ganz querbeet, und ich möchte einfach nur sagen, hey, wenn dich etwas speziell angesprochen hat, dann gang unbedingt auf unseren YouTube-Kanal icf-basel.ch/YouTube. Dort findest du alle Predigten nochmal zum Nachhören. Hoi Safi! Hey, kannst du den Ralf suchen? Er ist auf dem Weg. Du sagst, er ist auf dem WC. Aber das könnte auch sein. Ja, genau. Gang das auschecken auf YouTube. Und eben die Sachen, die wir heute gesehen haben, die Reels, die sind alle von unserem Instagram-Channel. Dort kannst du auch abonnieren. Und dann kriegst du auch immer mit vom Leben in der Gemeinde, was bei uns so läuft. Und du hast auch dann die Emotionen, Impressionen von dem, was bei uns läuft. Und wir uns immer wünschen, dass das geteilt wird über unsere Reichweite, über unseren Kanal darüber hinaus, damit eben Leute wieder in Kontakt kommen mit Kirche und somit ultimativ mit Jesus. Also sei dort dabei, du auch mit abonnieren. Aber jetzt gehen wir zurück um unseren heutigen Gast. Ohne Maske hat er sich entledigt. Und ich setze mich da auch gerade. Kann er sich in die Mitte setzen? Dann ist er sicher drauf. Und dann sitze ich hier nebenan. Und dann könnt ihr einfach hier sitzen, wenn ihr Fragen habt. Da hat es noch Leute. Sitzt da. Genau. Es ist ein bisschen gebastelt. Wir haben das noch nie so gemacht. Ich schaue mal schnell. Genau, okay, wunderbar. Ich glaube, die Leute haben mega Angst, wenn sie so Scheinwerfer haben, dass sie gar nicht ansitzen wollen. Weißt du, die kommen noch, die holen sich noch etwas zu trinken. Debbie kommt schon. Debbie hat schon eine Frage. Ich habe noch eine Frage aus Slido, die ich denke, ist noch gut zum Einsteigen damit, weil es nachher auch ein bisschen zu anderen Fragen führt. Anonymous hat geschrieben, wie genau soll man das mit dem Zehnten handhaben? Jeden Monat 10% des Einkommens oder ist es mehr eine Orientierung? Oder soll jeder so viel geben, wie er kann? Da hat es auch noch jemand, der nicht eine Frage dazu gestellt hat in diesem Zusammenhang, der sagt, der Zehnte ist der Deal vom Haus Jakobs mit Gott. Das gilt nicht für uns. Wir gelten als Kinder vom Abraham, nicht vom Jakob. Also das ist dann eher so ein bisschen eine tiefere theologische Frage. Das ist eher ein Statement, wo du kannst darauf eingehen. Aber primär die Frage, wie soll man das mit dem Zehnten handhaben? 10% vom Einkommen, ist es eine Orientierung? Soll man es ein bisschen geben, was man kann? Magst du noch? Ist schon lang. Nein, ist gut. Super. Gut. Das ist, ich versuche schnell zu beantworten. Wenn sieht ja. Ich finde, der Zehnte ist eine sehr gute Richtlinie für uns heute. Im Alten Testament ist ja schon angetönt worden, es ist eine spezielle Sache gewesen. Zu dem Zehnten kamen noch andere Opfer hinzu. Also nicht einfach nur der Zehnte gewesen, sondern man hat dann noch mehr Sachen gegeben an den Tempeldienst und so weiter. Wenn man jetzt Jesus und seine Rede über Geld, über Besitz ernst nehmen wird, dann wird der Zehnte von Jesus gar nicht erwähnt, sondern Jesus hat an sich immer die Meinung vertreten, gib alles voll. Er hat dem reichen jungen Mann gesagt, gib alles weiter weg und gib es den Armen. Er hat immer von allem geredet. Und also das 10% ist das absolut, das ist man gut bescheidet damit. Sondern er hat immer die Meinung vertreten oder beziehungsweise den Leuten noch zugemutet, hey, alles, du kannst weggeben und dann nimm was für dich noch notwendig ist, was du noch brauchst. Aber dann kannst du mehr geben wie 10%. Ich weiß sehr wohl, dass Menschen, die in sehr prekären Situationen leben, Arbeitslosigkeit, Studenten und so weiter, also wo wirklich mit sehr wenig Geld haben, jetzt, wenn wir von allen reden, natürlich nicht einfach so funktioniert. Aber 10% kannst du als Student geben, das kannst du als Millionär geben. Und meistens fällt es den Millionären schwerer wie den Studenten. Aber du redest nur vom Geld, also? Ja, oder, jetzt habe ich nur von materiellen Dingen geredet, ja. Okay. Ja. Also wenn ich 10 Stühle habe, reicht es, wenn ich einen abgebe? Brauchst du die 9, würde ich fragen. Je nachdem, wenn ich 9 Freunde Ja, je nachdem. habe. Ja, je nachdem, aber ganz Nein, aber also, weißt, wenn du sagst materiell, bezieht es sich wirklich nur aufs Geld oder auch wenn, also es ist die Frage eben auch noch gesehen, weißt, die Zeit, die du investierst, jetzt zum Beispiel in der Kirche ist das, kann ich aus Erfahrung reden, viel Zeit, oder, wo man da investiert. Wie musst du da auch 10% geben oder also, weißt, kann man das auch übertragen?
Also ich glaube, das wird irgendwann sehr komisch gesetzlich. Man anfängt jetzt Zeit zu rechnen, Worshipperin oder Leute so mit schaffen. Wie viel ist von was denn 10%? Von 24 Stunden oder von was? Oder von der ganzen Woche, wo wir haben? Das ist eher ein bisschen... Also das ist ja ein bisschen eine kurlige Situation zu sagen. Ich muss von allem durchrechnen. Ich habe das persönlich auch noch nie gemacht. Wie viel Zeit investiere ich? Ist das 10% von meiner Freizeit und so weiter. Ich glaube, wenn man anfängt, in das Rechnen hineinzukommen, bei den Finanzen oder auch bei dem, und sagt, ja, jetzt habe ich aber gerade 9,5%, jetzt habe ich schon 10,5% gegeben, dann sind wir ein bisschen auf dem Holzweg, glaube ich. Ja. Pharisäermäßig. Ich glaube, dass wesentlich stärker Jesus uns herausgefordert hat, mit dem, was wir haben, was wir sind, ihm zu folgen und das einzusetzen. Und aus dem Alten Testament haben wir ein bisschen diese Richtlinie, dass vom Einkommen, vom Finanzen, von Ressourcen 10% der unterste Wert ist. Und ich finde das immer noch eine gute Richtlinie. Ja. Zudem hat es ihm leider auch, also nicht eine ähnliche Frage, aber auch auf das bezogen. Warum hat Jesus so wenig über Sex geredet und so oft über Geld geredet und wieso passiert das bei uns nicht mehr? Weil der Fokus ist ja fest auf dieser Sexualität, was dort alles schief gehen kann und wie man es richtig machen sollte, aber über das Geld wird. Wobei im ICF finde ich noch, ich glaube, wir fangen das langsam immer wie mehr noch an, über die Finanzen reden, über das Spenden, über unser Budget und alles. Aber warum passiert das in dieser christlichen Welt eher selten? Los, das weiß ich auch nicht. Ich finde es auch ein bisschen, ich finde es wirklich eine Schräglage auch. Vor allen Dingen in der, sage ich mal, konservativ oder sogenannten evangelikalen Welt, dass so viel über Sexualität und was kann moralisch alles schiefgehen geredet wird und bei den Finanzen sehr häufig schweigt. Und ich finde, da kann wirklich mehr schiefgehen. Warum hat Jesus nicht so viel dazu gesagt? Er hat schon was dazu gesagt. Er hat zu Scheidungen was gesagt, in der Bergpredigt, zu Ehebruch. Er hat schon Dinge dazu gesagt, aber definitiv viel weniger als zu Finanzen. Ja. Viel mehr zur Gerechtigkeit gesagt, zum Engagement und so weiter. Warum? Das waren die brennenden Themen der damaligen Zeit. Ja. Sind sie das heute auch noch? Ich glaube, sie sind es heute immer noch. Warum machen das Evangelikale? Wir kommen aus einer sexualmoralischen Geschichte auch heraus, der evangelikalen Szene, wo sehr mal rein in die Ehe gehen, Vorstellung von Ehe und so weiter. Das hat sich auch sehr stark an dem wieder orientiert. Ich finde es persönlich immer noch eine vollkommene Schieflage, dass so viel über Sex geredet wird und so wenig über Finanzen. Wir merken gerade, noch vom Format mega cool, bist du noch dabei. Wir sind noch 5 Leute, die hier zuschauen und dabei sind, das ist mega cool. Wir merken, dass so das Licht und die Kamera so ein bisschen abschreckend ist für die anderen, um dazusitzen. Darum machen wir es jetzt so. Wenn du noch eine Frage hast, eine von Slido oder eine eigene, schreib sie doch jetzt noch in den Chat rein. Wir kriegen das mit ungefähr 20 Sekunden Verzögerung dann hier rein. Dann stellen wir die noch und nachher schalten wir hier ab und machen dann offline weiter für die hier ein bisschen kamerascheu sind. Safi, hast du gerade noch eine Frage von Slido, die wir während dem noch könnten? Es geht noch darum, dass das ist das riesige Thema, das wir vorher angeschnitten haben, weil du gesagt hast, oder jetzt in der momentanen Situation wäre es wie nicht adäquat, wenn die Christen würden sich wehren und aufstehen und in die Speicher reinlängen. Und da fragt jemand, eben, warum denn nicht? Also wahrscheinlich weil die Person eine detailliertere Antwort, als wir vorher darüber geredet haben. Gut, das kann man in Kürze nicht machen. Ich kann wirklich nicht in Kürze dafür eine ausführliche Begründung auch geben. Aber insofern einen Hinweis in der Richtung kann ich geben. Ist grundsätzlich die Frage, welche Rechtsstaatlichkeit haben wir momentan? Was ist uns vom Rechtsstaat momentan erlaubt? Was dürfen wir und was dürfen wir auch nicht? Inwiefern ist die Situation vergleichbar mit einer früheren Situation von Rechtsstaatlichkeit? Was darf man da nicht und da nicht? Und wenn man dann ein bisschen, sage ich mal, nur mit dem bisschen Nüchternheit, ein bisschen rausgezoomt anschaut, dann muss man einfach sagen, nein, das ist eine komplett andere Situation. Das ist nicht vergleichbar. Das darf man nicht in denselben Topf hineinwerfen. Weil zum Beispiel? Weil wir zum Beispiel im Dritten Reich, im Nazi-Deutschland, war es explizit zum Beispiel Christen verboten, bekennenden Christen sich zum Teil zu treffen und dazu zu stehen. Das waren die deutschen Christen, die vom Staat anerkannt worden sind. Du wurdest wegen deiner Herkunft
nicht wegen deinem Status, sondern deiner Herkunft, wo du aufgewachsen bist, ob du jetzt oder deiner Geschlechtlichkeit, wurdest du verfolgt und wurdest in Konzentrationslager zum Teil hingeschickt oder vor Ort in Gefängnis hineingeschickt. Das ist eine komplett andere Situation, wo, wenn man anfängt, in die Richtung überhaupt Vergleiche anzustellen, also man wird den Opfern der damaligen Zeit, also nicht nur nicht gerecht, sondern man macht wirklich wieder einen Fehler und sieht sich selbst als eingeschränkter Bürger momentan. Und das sind wir haben ja Einschränkungen, das ist wirklich so. Und ob die alle gut sind, darüber würde ich auch noch streiten wollen. Und ob ein Zertifikat schlau, ich bin kein Befürworter dafür. Nein, ich finde das nicht gut. Aber das ist eine andere, man darf nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Die Dimensionen. Nicht nur von der Dimension, sondern wirklich auch von der Situation theologisch betrachtet. Weil manche kommen ja mit dem Argument, dann ja, man muss Gott halt mehr gehorchen als den Menschen. Und der Römerbrief sagte, ja, aber die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Ja, was macht man denn jetzt da? Ja, eben, da muss man ein bisschen genauer auch theologisch denken und arbeiten, um dann auch zum Ergebnis zu kommen. Und nicht vorschnell zu sagen, ja, ich darf das und das nicht mehr. Ja, das stimmt, bestimmt. Also. Und über die Sinnhaftigkeit von manchen Maßnahmen, das ist ein anderes Thema. Ja. Da kann man durchaus streiten. Ja. Ich glaube, mein Tipp für das ist, komm vor Ort mal hier hin. Und wenn du ein Problem hast oder wenn du immer noch etwas zu klären hast oder der Ralf etwas fragen willst, dann komm vor Ort hier hin. Ich glaube, der Ralf ist mega offen, um mit dir über alles zu reden, was du auf dem Herz hast. Genau, das wäre mein Tipp noch, bevor wir hier abschließen. Genau, und für die von euch, die den Überblick verloren haben, was man eigentlich braucht, um da hinzukommen. Also erstens mal, wir feiern es mega, dass du im Livestream dabei bist. Ich liebe Online-Church, ich finde es so geil, dass wir streamen können, du dabei bist, interaktiv und dich meldest. Und eben da, lass uns bitte auch wissen, was für Geschichten Jesus mit dir schreibt. Irgendwie, schreib es in den Chat, kontaktiere uns auf der Website, wir schicken DM auf Instagram, wie auch immer. Mega cool, dass du dabei bist. Wenn du mal kannst und willst da hinkommen, wir haben einerseits die Möglichkeit, wenn du Zertifikat hast, zum einfach kommen, ohne Anmeldung oder so. Andererseits haben wir sogar jetzt in diesem Jahr sicher noch Teststation, wo du kannst ein Zertifikat holen kannst. Für das musst du 3/4 Stunde vor Celebration Beginn da sein. Dann kannst du einen gratis Test, also er ist nicht gratis, er wird von Spender innerhalb des ICF gezahlt, aber für dich ist er dann gratis. Kannst du einen Test machen, wenn du negativ bist, ein Zertifikat bekommen und hier dabei sein. Oder du kannst auch ohne Zertifikat damit machen, indem du mitschaffst und sagst, du kommst da hin und du sagst, ich möchte irgendwo mithelfen. Das kann eine kleine Aufgabe sein, das kann eine grosse Aufgabe sein. Und danach bist du Mitarbeiter und bist dort von der Zertifikatspflicht ausgenommen. Genau. In diesem Sinn, mega schön, wenn du jetzt so live dabei bist im Stream. Mega schön, dich auch mal hier vor Ort kennenzulernen. Wie auch immer, schön, wenn wir uns wieder sehen. Nächsten Sonntag ist einfach wieder Livestream am Morgen. Das war eine Ausnahme heute. Das Interview, das wir hatten, wirst du auch noch auf unserem YouTube-Kanal finden, ab dem Dienstag zu oben spätestens. Und wir freuen uns, wenn wir dich bald wieder sehen. Tschüss!